Salut zusammen, da ist der AK7 mit einer neuen Folge Road to Royce. Und wir starten hier mit unserem Bundesliga-Team direkt mal zuerst ein Spiel gegen, wie hat der Typ geheißen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier mit seinem grünen, grusigen Liebli. Kommt er hier gegen unser Dortmund, unser schwarze geile Dortmund-Liebli an. Und er spielt hier mit einer Frankreich-Mannschaft, also französische Liga. Vorher mit einem Argentinier hingen mit zwei Kameruner. Sind es Kameruner? Keine Ahnung. Auf jeden Fall starkes Team, auf jeden Fall. Der Chemie, unglaubliches Pace, also unglaubliches Tempo. Hinten eigentlich starke Verteidiger, hat aber auch hinten ein bisschen gespart und vorher ein bisschen investiert. Und der andere ist der Lopez und der Gameiro. Sehr starke Spieler, ein tödliches Trio. Auf jeden Fall. Und ja, wir steigen hier einfach mal ins Spiel. Wir werden sehen, was es uns bringt. Wir hoffen natürlich auf 3 Punkte. Naja. Auf jeden Fall starten wir hier mal ins Spiel. Er hier mit dem Revier macht ein bisschen Druck auf mein Goal in der 5. Minute. Bringt aber nicht wirklich etwas zustande. Wir können hier klären. Spielen raus zum Shaqiri. Echt starker Spieler. Zum Lewandowski. Der spielt ab zum Müller. Der mit seinem Tempo 84 zieht einfach mal aufs Goal. Drückt ab auf die kurze Ecke und unhaltbar für den Goalie. Wenn ihr so aufs Goal lauft, drückt einfach ab. Es ist viel einfacher, als wenn ihr hier irgendwie noch probiert, um einen Goalie herumzulaufen. Drückt ab auf eine kurze Ecke. Der Goalie hat kaum Chance, dort irgendwie an den Ball noch zu kommen. Der müsste unglaubliche Reflexe haben. Und ja, hier probieren wir ein schönes Zusammenspiel vollzubringen. Bringt uns aber nichts. Er schickt den Lopez. Der zieht aufs Goal. Probiert einen Lob. Ich komme aus dem Goalie. Der nimmt mit der Brust an. Er kommt nochmal zum Ball und drückt das hier einfach rein. Ja, scheiße muss ich wirklich sagen. Ich habe wirklich nicht gewusst, was ich jetzt in diesem Moment machen soll. Ich meine, ich habe den Goalie rausgeholt, weil er mit dem Lopez allein aufs Goal ist, aber der nimmt mir so scheiße an, was soll ich machen? Auf jeden Fall kommt er hier, probiert nochmal aufs Goal zu kommen, aber unser Gündogan holt sich den Ball zurück. Der Schürrle kommt näher zum Ball. Gündogan zum Müller, der bekommt den Ball nicht wirklich. Der Müller zieht wieder in die Mitte zum Lewandowski, der verliert den Ball kurz. Spielt dann aber gerade ab zum Löwe. Der zieht in die Mitte. Spielt wieder zum Lewandowski. Der Schürrle zum Götze. Götze zum Schürrle. Schürrle macht das Bäueli rein auf eine lange Ecke. Flach am Boden noch ein klasse Zusammenspiel. Wirklich. Also die Gielen haben ein Passspiel. Das ist teilweise unglaublich. Schürrle noch mit seinem Tempo zieht noch ein bisschen. Und ja, macht das Ding dann rein. Kaum haltbar. Wir schießen hier aufs Goal. Leider nicht rein. Er kommt direkt zum Ball. Führt direkt den Konter aus, spielt nicht zum Remis. Lopez und jetzt der Remis mit seiner Pace. Unhaltbar. Schießt ihn auf eine Länge oder auf eine kurze, ich weiß nicht genau. Schießt einfach auf das Goal und ja, unser Goalie hat ihn nicht. Das ist eine blöde Situation, aber egal. Jetzt er mit dem Remis. Via. Spielt ab zum Remis und ihr seht, wie der meine Verteidigung einfach überläuft. Ich komme mit dem Goalie raus, er drückt ihn aber nur über zum Sissoko. Und er muss natürlich nur geradeaus aufs Goal abziehen und ja, feiert er mit dem Ronaldo Oberschenkelzeiger, weiss doch nicht was, wie man dem sagt. Ja, ist ein bisschen blöd in diesem Moment. Jetzt kommen wir in 90. nochmal zum Schürrle. Der zieht ab, aber er kommt nochmal rein mit dem Verteidiger. Ja, ist blöd und ja, leider in 90. Minute. Der Schiri pfeift ja ab. Ja, ist blöd, dass wir jetzt hier keinen einzigen Punkt holen können. Jetzt haben wir einen Sieg, 1 Unentschieden und einen verloren. Ja, hat nicht top angefangen, muss ich so sagen. Bin am Anfang auch nicht überzeugt von unserem Bundesliga-Team. Aber das liegt daran, weil ich eben die Motivation nicht aufgepusht habe am Anfang. Die haben auch eine neutrale Motivation und das reicht einfach nicht. Kann ich euch gerade direkt sagen, dass es wirklich an dem liegt, ihr seht es ja auch. Und ja, wir wechseln jetzt auf unser Brasilien-Team mit Kelvin Sobis und Robinho. Und ja, wir werden mal schauen, was das Spiel bringt. Und wir treffen hier auf einen keine Ahnung. Er kommt hier mit einem extrem starken Team. Ihr werdet es sehen. Ein extrem starkes
Brasilien-Team, ja, vorne mit dem Hulk, mit dem Neymar, mit dem Pato, in der Mitte mit dem Kaká, Lucas, Ramirez. Hinten mit dem Thiago Silva, mit dem Lucio, mit dem Maicon, mit dem Marcelo und der Goalie, keine Ahnung wie der heisst, aber der, was der für Reflexe und für Hechtling hat, das ist unglaublich. Ja, ich sage lieber noch nichts. Ja, der wird es so wie gesehen. Am Anfang haben wir fast die Hose gepisst, man gegen den Sieg zu spielen. Aber, naja, ich habe weniger Angst vor so Typen mit unglaublich starken Teams, als solche, die nicht so starke Teams sind für Liga 1 sind, weil die sind ja unglaublich stark, kann ich sagen. Und ja, am Anfang hat es so ausgesehen, wie ich noch Chance hat. Erst wurde ich zum Lucio und dann zum Thiago Silva, der vertöckelt sich fast gegen mich. Aber ist er doch noch am Ball, spielt nur zum Marcelo. Der spielt rein zum Lucas, zum Neymar. Neymar spielt raus zum Ramirez. Der spielt den Ball einfach mal vor zum Pato. Pato nimmt ihn locker an. Hier, ich mit einem kompletten Feldspiel von meinen Verteidigern komplett alles falsch gegangen und der Neymar schreit einfach noch am richtigen Ort und mein Goalie kommt nicht an. Also in der Minute direkt hat er mir einen reingeschoben. Ja, das war ein bisschen demotivierend gewesen. Aber gehen wir doch direkt in die nächste Szene. Hier komme ich wieder an den Ball mit dem Mariano. Der gibt den Ball rein und dort steht Danilo Diaz und schaut den Kopfball, wie der sexy reingegangen ist am Boden und dann richtig schön ins Angel. Der Goal war so verwirrt gewesen, Mann. Keine Ahnung, was er dort gegeben hat. Auf jeden Fall, ja, haben wir natürlich wieder eine Schussmotivation verpasst in dem Moment. Jetzt kommt er mit dem Hulk und was macht er? Der Sieg zieht einfach mal drauf und ja, das Ding ins Kreuz, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, Mann. Ja, als ich das Goal gesehen habe, ich habe fast Krise geschoben. Ja. Ja, egal. Gehen wir in die nächste Szene. Hier mit dem Mariano, unser schnell Rechtsverteidiger, ganz starker Spieler. Zum Rafael Sobis. Hier ein schönes Zusammenspiel zum Danilo Diaz. Und jetzt schaue das an, er zieht ihn zurück und jettet das Ding einfach mal oben rechts ins Eckeli. Klasse Goal von Danilo Diaz, erstklassiger Spieler. Ja, das Doppelpack in diesem Match hat er auf jeden Fall schon gepackt. Werden wir noch mehr von ihm sehen? Wir werden es sehen. Guter Spruch. Ja, auf jeden Fall hier wieder das nächste Zusammenspiel zum Rafael Sobis und der jettet sein Ding mit seiner 92 Schussstärke einfach mal oben rechts rein. Unhaltbar für einen Goalie. Unhaltbar, tödlicher Schuss. Ich weiß gar nicht gross, was ich soll sagen zu dem. Erstklassiger Spieler. Obwohl der sich nicht so schnell ist, dass ich den Schuss, dass ich das Dribbling, der gibt Pass perfekt. Das ist teilweise unglaublich. Aber gehen wir hier in die nächste Szene mit Danilo Diaz. Der spielt ihn zum Robinho. Der zieht ihn leger in die Mitte und jettet das Ding einfach mal oben ins Angeli. Als ob nichts wäre, einfach mal oben rein. Jettet das Ding, also ja, gejettet mehr. Ein bisschen Finesse oben ins Eckeli und ja, praktisch unhaltbar. Ja, gehen wir in die nächste Szene. Wir haben noch ein paar, also ein paar noch eine. Und hier kommt er an Ball mit dem Thiago Silva. Kann das Ding noch reinköpfen in der 85. Minute, kommt noch ein bisschen an. In der 85. ein Goal voraus ist immer gefährlich, aber wir können das Ding halten. Wir können das Ding heimholen, mit 4:3 gewonnen gegen so ein Beast-Team. Ich war schon ein bisschen überrascht gewesen, muss ich wirklich sagen. Aber wir haben es, glaube ich, verdient gewonnen. Wir haben jetzt 7 Punkte. Uns sagen sie vorauf 12 Punkte, aber werden sehen, vielleicht holen wir noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, die nächste Staffel ist schon recorded, sie müssen noch nachkommentiert werden und aufgeladen. Das heisst, ich habe 3 Staffeln schon ready. Also 3 Folgen. 3 Folgen sind parat, die erste ist jetzt aufgeladen. Die zweite ist die hier. Und ja, die dritte werdet ihr auch noch sehen. Und ja. Jetzt hier erkenne ich, glaube, dass ich eben die Spieler nicht richtig habe. Und zwar habe ich immer noch die alten, hier mit dem Beirinha. Habe ich noch hier auf meiner Ersatzbank und es bringt mir nichts, wenn hier der Götze und der Gündogan nicht einmal auf der Bank sind. Ich meine, dann bekommen die auch keine Fitness. Und ja, ich putte die jetzt mal alle hier auf die Bank, damit die Fitness aufladen können. Das nächste Spiel werde ich nochmal im Brasilien-Team spielen, werdet ihr sehen. Und ja, das war es von der zweiten Folge. Man hört sich. Salut zusammen.